Good Marius. Dat is zo'n passende leider wat we van jou Marius zingen deden. En gedanken van wat ik met wil met je van jou. Dat christenleven, dat is een kamp. En oftmals, bevinden we ons dat we moedeloos worden, wils we im kamp zijn. We leven dat wanneer du een kamp is, dat meint dan is er wat erg. Wanneer we het kan anders instellen en denken dat wanneer du een kamp is, dan is er wat erg. Weet je, de erg is de allerweer. En wanneer du erg is je een erg kämpfen net, dan is du een kamp. So wanneer du een kamp is, dat meint du is er something erg, du is something erg. En er steht immer denken, du is something erg. Ja, du is something erg. Maar dat is ook allerweer, dat is normaal. Die macht van de finsternis, die regiert in de wereld. En wanneer we verrecht aanstaan, dan is du in kamp. En dat meint, dan is du something recht. En so, wanneer we dat kunnen, en gedanken nennen, sagt natürlich oftmals een onderscheid merken, wo we dingen bezien doen, en wat onze uitzicht wordt zijn, dat we dan weten, we vrouw zijn en ons vrijen, wils de eerste kamp, dat meint du is something recht, wat er aangeht. Dat kämpft jeen, dat erg. In Galater kapitel 4, vers 17, als de hoofdvers wo ik handelen mag van jou, en dit redt van den kamp van het vlees en den geest. Die twee zijn einer jeen Eva, einer den anderen. Galater 4, vers 17 sagt het, wils dat vlees verlangt, jero dat, wat de geest niet wil. En de geest wil dat, wat het vlees niet wil. Die beiden zijn zich immer jeen Eva. Dat je niet doen, wat je doen mochten. Dat is, wanneer we aangeven tot het vlees. Dan doen we dat, wat de geest niet mocht. Maar wanneer we ons den geest übergeben, dan doen we dat, wat het vlees niet mocht. Dat vlees hier, redt hier van de oude natuur, de vleeselijke natuur, dat redt niet van onze vleeselijke körper, maar dat redt van onze vleeselijke, van onze oude natuur. Wat is de antwoord dan voor deze kamp? Wat hebben we deze kamp gewonnen en niet dat doen wat de geest niet wil? Op Epheser 4, vers 22, 24, geeft ons de antwoord. En we willen dat een beetje betrachten. Wanneer je de Bibel handredt, op Epheser kapitel 4, we vangen aan van vers 22. Epheser 4, 22. Zijt dat je van den oude mens loskomt, die je zo leven moet als die deiden. En die zich door zijn onschmerende last zelfs aan de grond bracht. Je zullen durch den Geest von Grund ab en Seil en zijn nieuwe mensen worden. En dat je den nieuwe mens aantrekken, die nu Gott erschaffen is, in gerechtigheid en waarheidshelligheid. De laatste vers is van Elmer Remmer zijn Übersetzung. Een beetje klarer beschreven door. Ze zegt hij, wie zullen den oude mens overkomen oder aufstehen? Van den oude mens loskomen. Nou, wanneer dat reden van onze vleeselijke körper, dan würde het meinen, dat we sterven moesten. Zodat ons geest mal können von den vleeselijke körper loskomen. Aber das ist nicht, wo die von reden. Der redet von der oude Natur, von den oude Mensch, wo wir sollen uns von losmerken. Und dann sagt er, dass wir sollen durch den Geist von Grund ab ein Seil in Sein neue Menschen worden. Von Grund ab. Nicht bloß von Büten mit je, oder von Boven mit je Eva. Weet je, viele Menschen kämpfen
mit den alten Menschen überkommen, und sie kämpfen am Fleisch. Sie proben sich selbst nicht zu merken. Sie proben die alten Dinge aufzuleihen. Sie nehmen sich fair. Viele dann besonders, wenn ein neues Jahr anfängt, dann nehmen sie sich fair. Das sind alle Dinge, die wollen sie nicht aufleihen, die wollen sie nicht mehr tun. Und dann kämpfen sie und streben damit. Einmal können sie das auch für eine Zeit tun. Aber das geht nicht lang, dann gehen sie wieder in der Selbstzeit lesen. Wenn sie vielleicht auch nicht das Selbstzeit tun, was sie hier stehen, aber man kriegt so, wieder Sklaven zu den alten Menschen, zu der alten Natur. Das geht nicht. Der alte Mensch, der geht nicht, trägt zu merken. Und das wird viele Menschen proben, was viele Religionen promoten tun, dass sie sollen sich ein bisschen verändern, sie sollen sich natürlich abstellen. Wenn ich mal höre, was das meint, natürlich abstellen, die Bibel sagt, dass wir sollen von das Natürliche mal loskommen. Nicht das Natürliche nur gehen, aber du sollst uns von losmerken. Und er sagt, der einzige Weg dort zu tun ist, wenn Christus sehen jetzt und uns ein neuer Mensch schaffen wird. Von Grund ab sagt dort, Sinn in Seil soll nie gemerkt werden. Der Sinn ist uns Gedanken. Wir müssen einmal lernen, anders denken. Römer 12, Vers 1 sagt dort, dass wir sollen verändert werden in uns denken, in uns Sinn. Mal einmal anders lernen zu denken. Weil wir sind so gelehrt zu denken, immer von boven ab und von Büten zu bekennen. Sein, was das durchlässt. Was das in Ordnung lässt, oder muss das alles in Ordnung sein. Nee, das Bütische, das bloß ein Ding, was der alle Mensch braucht, Tim, das alle abcovern. Das alle ein bisschen so bedeuten. Und dort ist die Natur von einem Mensch, das proben zu bedeuten. Das sehen wir immer weiter. Und das sehen wir ganz vom Anfang an in 1. Mose all, wo Adam und Eva im Garten waren, als sie gesündigt hatten, was wir das erste Ding, was sie proben zu tun, so zu bedeuten. Wenn sie es nicht länger bedeuten können, dann sie beschuldigen. Dort ist der alte Mensch. Dort ist der gefallene Mensch. Dort ist der alte Natur. Und du sagst, sollen wir uns von losmerken. Nicht der Pro, ein bisschen zu stellen. Nur von losmerken. Und verändert worden in unser Sinn, dass wir eine neue Natur haben. Eine neue Natur, was Gott seine Natur ist. In Philipper Kapitel 2, Vers 4 sagt es, ihr sollt wissen, ihr Sinn haben, was Jesus auch hat. Das meint, ihr sollt eine solche Natur haben, was Jesus auch hat. Er hat eine göttliche Natur, eine geistliche Natur, nicht eine fleischliche, menschliche Natur. Und so sagt er, sollen wir uns losmerken von den alten Menschen und dann sollen wir uns von den Jesus Gottes von Grund ab nie merken. Von Grund ab, das meint die Lehre, wo wir unseren Glauben abbauen tun. Das soll auf Gott sein Wort gegründet sein, nicht auf uns eigenes Verstand. Von Grund ab nie gemerkt worden in unseren Sinn, in uns Denken, in unser Seil, wo uns Denken, uns Vernehmen, unsere Feilungen sind. Das soll alle auf Gott sein Wort gebaut worden und nicht auf die menschliche Natur. Das ist nicht so, was immer nach passiert. Das ist nicht so aus der Wiedergeburt. Die Wiedergeburt passiert, wenn wir einmal im Glauben an Jesus Christus anrufen. Dann sind wir von ihnen geboren. Dann kommt er mit seinem Jesus und gibt uns Leben, sein Leben. Dann haben wir ewiges Leben. Aber dann müssen wir noch verändert werden in uns Sinn, in unserer Natur. Der muss verändert werden. Der alte Mensch, von dem wir uns losmerken. Das ist nicht something, was wir bloß einmal tun, dann ist es getan. Das ist something, was wir immer weiter mit kämpfen tun. Und wir müssen reich kämpfen. Wenn wir am Fleisch kämpfen tun und probieren, jede alte Natur zu kämpfen, wo wir das nie nicht vollbringen. Aber wenn wir mit dem Geist kämpfen tun, gegen das Fleisch, dann können wir dort überkommen, dann können wir siegreich leben. So die Antwort ist, dass je den neuen Mensch
antreiben. Von den alten losmerken, den neuen Menschen antreiben, der nur Gott erschaffen ist. In Gerechtigkeit, in Wahrheitsherrlichkeit. Den antreiben. Das ist, was von Gott gemerkt ist, nicht, was wir getan haben. In Galater Kapitel 3, Vers 3 sagt er, sei je so verdreht, Geist hat je angefangen, und rechnen je nu im Fleisch vor dich zu merken. Paulus schreibt die Galater hier, die haben Gott angefangen. Sie haben das Evangelium gehört, sie haben am Glauben angenommen, und wir Frau. Und nu werden andere gekommen, andere Lehrer, und haben die Ende gesagt, jo, aber sie mussten noch das Gesetz holen, sie mussten sich beschneiden lassen, und viele andere Dinge, was sie noch getan haben, die mussten sie auch noch tun als Christen. Und nu sieht Paulus, schreibt Paulus einen Brief zu Ende, und sagt, sei je so verdreht, dass die haben am Jes angefangen, und nu will ihr das proben am Fleisch, und jede eine Natur, und jede eine Kraft dort vor dich zu bringen. Das ist allmählich. Das ist allmählich, dass wir dort ist ein geistlicher Kampf, nicht ein fleischlicher. Weil wir wollen mit Fleisch gegen Fleisch kämpfen, da wollen wir nie nicht gewinnen. Und wenn wir mit dem Geist gegen das Fleisch kämpfen, dann können wir gewinnen. Weil Jesus hat das all gewonnen für uns. Dann möchte ich kijken naar Philippa Kapitel 3, wenn du willst handreiken, Philippa Kapitel 3, weil du mir Vers lesen, in sein, von diesem, redet hier wieder von diesem Kampf, und wo wir können, siegreich wandeln in das neue Leben, was wir von Christus gekriegt haben. Philippa Kapitel 3, Vers 1. Sagt er, dann wieder. Sagt er, haben Gott Anfang gemerkt, nu wieder, nu vorab, nu vorwärts. Dann wieder, meine Brüder, freut im Herrn. Nicht in jene eine Dinge, was die getan haben, was die nu erregt haben, was sie freut im Herrn. Warum? Weil das ist das, was die Arbeit an uns tut. Das ist so, was das all vollendet. Und die haben versprochen, dass was in uns Leben, das gute Arbeit, was hat angefangen, was auch vollendet, was an die Nach Jesus Christus, so sagt er, freut im Herrn. Viertens, da wir uns nicht freuen, will wir proben, Fleisch mit Fleisch zu kämpfen. Und ich habe nicht gewonnen, dann sind wir wandeln wie ein Verlust, und dann sind wir bedrängt. Ich sage, ja, ich kann das bloß nicht. Ich habe so viel geprüft, und das schafft nicht. Wisst ihr, wir kämpfen im Fleisch. Was sagt ihr, freut im Herrn. Das ist uns Sieg. Das ist uns Leben. Er hat uns das alle gegeben. So freut im Herrn. Sagt er, mir fällt das nicht schwer, jüntet immer weiter zu schreiben, dadurch, wo je immer sicherer. Sagt er, mir ist eine Freude, zu schreiben. Weil je mehr jeder hier, je sicherer wo je jünt. Deswegen hat Gott das abgeschrieben, sodass wir das auch können, immer weiter lesen. Wir sollen jeden Tag lesen. Und so immer weiter erinnern an, das ist nicht wie uns selbst, was du sehen tun. Wir sind nur Fleisch, aber Gott sieht jetzt in uns. Das. Gott sieht, wird sagen, geraten als der in uns ist, als der, was in der Welt ist. Dann können wir siegen, dann haben wir Sieg, dann können wir vorwärts gehen. Und dann Vers 2, hier redet er von dem Kampf, sagt er, wertjünd für die Huin. Was ich sagen, das Wort zurück, aber das ist was er da beschrieben hat. Warum checken? Was er sagt, wertjünd für die Huin, für die beise Arbeiter, für die, die den Körper verschneiden wollen. Und er redet hier gerade von die, die kamen nach der Bestätigung predigen. In Lehren, dass sie das auch noch mussten tun. Nicht nur bloß den Glauben an Jesus Christus, aber sie sich noch mussten bestehen lassen, wirklich Gott zu gefallen. Sagt er, wertjünd für die Huin, für die beise Arbeiter. Na, das wie doch im Gesetz. Das hat Gott Moses doch befohlen, dass sie das tun sollen. Woran hat er nu Huin in beise Arbeiter, was das driven deiden?
Wat dit predigen en leren leiden. Dus Christus had het al volbracht. Wat God geboten had im Alten Testament, dat we müssen entschatten, zum nur Christus wezen. Christus hat het nu erfüllt und sagt, nu denkt je dat niet meer. Christus ist die Erfüllung von all dat und sagt, wertjend für dich. So du hast einen Kampf. Und das ist so leicht. Nur Gesetzen, nur alle Seiten äußerliche Dinge, nur zu gehen und uns davon zu kontrollieren lassen und das bedeuten und nicht wirklich mit der Warte im Grund verhandeln. Sagt wertjend für dich. Dit sind die, die im Fleisch wandeln doen und mit dem Fleisch handeln doen. Vers 3 sagt wie sind die wirklich beschnitten sind? Wie dein Gott am Geist und sind Frau in Christus Jesus und wir verloten uns nicht auf uns Fleisch. Wie sind die Beschneidung, wo die Beschneidung von Herwiesenheit in Christus? Christus hat das erfüllt. Nu sagt er dort, wie deinen Gott am Geist und sind Frau in Christus Jesus, because dort ist unsere Erfüllung. Dort ist die Erfüllung von unserer Gerechtigkeit. Dort ist die Kraft, die uns halb überkommen. Hij ist unsere Gerechtigkeit und unsere Seiligkeit. So sagt er, verlotend auf den Herrn, sieht Frau in Christus Jesus. Und verlotend nicht auf den Fleisch. Vers 4 sagt er, ich habe mich gut kund auf sichtbare Dinge oder Tekens verloten. Und wenn wer meint, dass er sich auf sein sichtbare Fremdsein verloten kann, ich würde mich Ursache haben, ich würde viel mehr Ursache dafür haben. Ich habe mich gut kund auf sichtbare Tekens verloten, sagt Paulus. Und was je dort wo das Fleisch immer hand dient, sichtbare Tekens. Die Dinge, was du mit den Uhr sein kannst. Die Dinge, was von Büten sind. Die Dinge, was von Boven ab sind. Paulus sagt, ich habe mich gut kund auf die Dinge verloten, wenn er wollte um Gesetz handeln. Aber er wollte ändern, all dort, das nicht. Er sagt, ob das Sichtbare, du wie er vollkommen gewesen. Nun Gesetz nur, sagt er, wir rennen nicht. Wo der Haus könnten Finger am Wesen sein, die das Gesetz bedenken. Er sagt, ich hielt das ganz. So ob das Sichtbare, du hast das geprüft. Du hast das vollbracht, aber das hat nicht Frieden gebracht. Das hat nicht Sieg gebracht in sein Leben. Und nu sagt er, wenn uns der Ursache hat, sich auf das Sichtbare, auf das Äußerliche zu verloten, dann sagt er, ich habe könnt. Wie sagt er? Ich wurde am 8. Tag beschnitten. Ich stamm von dem Volk Israel, den Stamm Benjamin. Ich sehe in Hebräer von Hebräer. Vom Gesetz, oder num Gesetz, hier ich die strenge Pharisäer. Ich wir ivrig die Gemeinde verfolgen, in nur die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit wie ich fehlerlos. Sie all diese Dinge, die hij bemüht sich sehr, strengt sich sehr an von Büten, und dass wir alle in der Reihe verarmen, dass wir alle sehr schmack von Büten so zu sein, wo wir nicht, wo wir haben könnten, Finger wiesen und sagen, du darfst du nicht, nun gesagt nur. Er sagt, nun gesagt nur, wir fehlerlos. In Galater 1, Vers 14 sagt er ging im Judentum wieder als viele andere in meiner Zeit. So strengte ich mich an, meine Vorväter ihre Gesetze zu holen. Sie, das wie alle im Fleisch. Das wie ein Werk vom Fleisch. Sagt er, ich strengte mich an, meine Vorväter ihre Gesetze zu holen. Es leben viele von uns, die meisten von uns, wir kennen Gott
ons doen laten wat dat meint. Vele van ons zijn ook opgewassen en streefden onze verväter ihre Gesetze nu te gaan, zo goed als we maar kunnen. En dat wat dat brukt, en dat wat veel dat brukt, en dat we alles zijn wat van buiten te zijn, we alles zijn wat met u te zijn ging. Zolang als dat door zo staat weer, dan we alles oké. En dit is wat Paulus zegt, wo hij zich nou streven deed, wo hij nu gestreefd had ook. Dat hij wil zijn je verväter ihre Gesetze nu komen. En op eens wordt er aan, op weg naar Damascus. Hij streeft graag jeden aan. Hij ging 100% den rechten weg. En hij dacht, hij deed het alle recht. Maar hij arbeidde in vlees. En van daar aan fing hij aan in Jezus te wandelen. Wieder in Philippa Kapitel 3, Vers 7, sagt er über wat van dan voor mij gewinnen meint, sei ik nu am Christus zijn halven aan als verlieren. Wat hij eerst, wat hij am Fleisch deed, wat hij dan dacht dat we gewinnen, want hij alle Gesetzen hield en alles probeerde van buiten en alles krijg in orde te brengen, zegt hij, dat zei ik nu aan als verlies. Dat is nu wat ik nu zeg, wat jij aanarbeiden deed. Dat is het tegendeel, dat is niet de gerechtigheid wat voor God ongeneem is. Zegt hij, mij als dat, oder mij als dat, zegt hij, ik zei al dat aan als schulden. Want ik dat door met vergelijk, wo even allermaßen veel weet mij dat is, dat ik Christus Jezus mijn Herrn kan. Wils ik Christus goed zie, zei ik dat alle aan ons schulden en ons draak. En wel moet Christus gewinnen. Al dat, wo hij eerst en vlees zo ivrig met weer, zo nog streven deed, dat alle brood en het laatste krijgen en alles van buiten kraak zo smak te maken, zegt hij, dat zei het nu als draak aan. Wie zijn Christenleven is niet van buiten. Dat is niet wat met u te zijn heeft. Dat is een geest, niet een vlees. De geest die arbeidt dat uit. En dan brengt hij de vrucht van een geest. Jezus zegt hier aan waar je onderkent wat mijn dingen zijn, wat een leven hebben een voor een anderen. Dat is de vrucht van een geest. Niet maar bloos leven, maar ook vrede. Zodat we werkelijk vrede hebben. Vrede met God en vrede met de mensen rondom hem. Wanneer een mens komt en zegt, hij is een Christ, en hij heeft niet vrede met de mensen rondom hem, hij arbeidt niet aan vrede, dan weet je ganz genau, dat het een lener is. Die Wahrheit ist nicht ernst. Hij handelt nicht nur die Wahrheit. Der ist nicht vom Geist Gottes gedreven. Der pocht sich vielleicht und der hat sich vielleicht auch die Dinge bewiesen, all solche Dinge, was verboten zu sein sind, was mit der Jugend zu sein sind. Aber er ist nicht wirklich vom Geist Gottes gerettet, wie es hat nicht die Frucht von dem Geist. Jesus sagt, du an, wo jeder kann. Nicht an die Kleider, was der anhat, aber an die Frucht, was der bewiesen hat, an den Leib, der eine den anderen hat. Die Friede, wo mit der Raum hat. In de vrede wat hij aan ihr leven had. In de zelfbeheersching. In den geloven. Al dat is de geduld. Dat is de vrucht van de geest. En dat is wat de geest Gottes in ons arbeiden deed. Dat is dat bewijs dat we werkelijk Christus aangehoren. Dat we am geest wandelen en niet am vlees. Dat we den oude mens afstaan en de nieuwe mens en Christus, dat is de nieuwe mens in ons leven laten. Dan wordt hij dat uitarbeiden in ons leven. Dat andere woorden zijn, Christus in ons. Dat is onze hooping voor de eeuwigheid. En Paulus zegt nu, nadat als hij dit alle had
gedaan en ongezijn en weer ter erkenntnis gekomen dat dit niet de antwoord weer, nu zei er, nu streef ik bloos naar Christus. Niet meer, dat is alle buddhische dingen. Nu streef ik naar Christus, zei hij. Dat wir zijn gewens, dat wir zijn ziel, dat is hoe hij zich nu had gans handgegeven. Hij leidt al het andere gaan, zodat hij kon Christus gans vasthouden. Weet je, zolang als we nog andere dingen vasthouden doen, gaan we niet werkelijk met beide handen Christus vasthouden. Om Christus vast te houden, moeten we al die andere dingen eerst loslaten. En dan gaan we ons gans aan Christus houden, met alles wat we handen zijn. In vers 9 zegt hij, ik wil in hem zijn en niet in mijn ene gerechtigheid hebben, die durch dat Gesetz komt. Ik zeg die gerechtigheid, die durch den Glauben an Christus komt. Dat is eine gerechtigheid die Gott mij toespreekt. Zie, dat is niet wat ik nu uitarbeiten wil. Dit is de gerechtigheid, wat Gott mij toespreekt. Wanneer ik aan Jezus geloof. Niet wanneer ik alle Gesetzen nu val. Ik wil deze Christus kennenlernen in de kracht die hij van dood opstond. Ik wil met zijn lijden wat om dood bekend worden. En zo met hem dood gelijk worden. Wo wir Jezus im dood? Hij had 100% zichzelf aufgesagt. Nicht mein Willen, sondern dein Willen soll geschehen. Paulus zegt, zo wil ik ook dood zijn. Met Christus vergelijk te zijn in zijn dood. Hij had zich ganz handgegeven, niets tegenhouden. Niets niet zijn eigen willen. Alles Gott zijn willen. Paulus zegt, dat is hoe ik hieronder zijn. Dat is waar ik wil zijn. Ik mocht doorher komen. Ook vom dood opstaan. Want wie zou als Christus sterven, zelfs wat Gott ons oprichten, ons een nieuw leven, een nieuw wandel geven. Zegt er, niet dat ik dat alle heb, maar door een volk komen zie, maar ik doe alles wat ik kan, dat te houden te krijgen, waarom Christus mij al te houden heeft. Breder, ik zei mij niet dafür aan, dat ik dat al te houden heb. Maar eindelijk doe ik. Ik vergeet wat hinger mij ligt. En raak mij uit naar dat wat ver mij is. Ik jou dat ziel nu, op dat ziel los. Den prijs te krijgen, waartoe God mij van hemel en Christus Jezus geroepen heeft. Is dit ons ziel? Of zijn we tevreden tot bloos van buiten een beetje zo op te stellen, zodat het smaak laat? Zodat het ongeneem is voor andere mensen. Wat is ons ziel? Is ons ziel Jezus Christus ähnlich te worden? Weet je, wanneer we best wel hoe man passen, dat is zeer schwer, dat te doen. Dan moet je een beetje ramchecken wat anderen doen, ook een beetje zo soort doen, dan passen we onze halve man. Maar hij zegt niet dat wat men uit te zijn is. God checkt nur dat wat hem hart is. En Paulus weer wellicht al die dingen, wo hij eerst nog gestreefd had, als draak auf te leiden, en Christus aan te nemen, en op Christus te kijken, naar Christus te streven, Christus vast te houden, zelfs sterven, omdat Christus zijn leven kon en openbaar worden. Dat weer zijn ziel. Is dat dein ziel? Dit passiert nicht even nach. Dit passiert nicht in einem Moment, zoals die ware Geburt.
Dit ist ein Kampf, wo wir tagtäglich mit kämpfen tun. Aber das ist nicht so ein Kampf, wo wir einen Tag in den Grund kommen, nächsten Tag, oder so, vielleicht war er nicht totschlagen, nächsten Tag war er so halb, so 7 Jahre war er laat. No, dit ist ein Kampf, wo wir wirklich in sich wandeln, als wir freuen uns nicht nur wieder, wir freuen uns, was Christus getan hat für uns. Was er vollbracht hat und was er uns zugesprochen hat. Diese handeln wir nun. Und wenn wir irgendwie an Christus ist, sagt 2. Korinther 7, Vers 14, oder 4, Vers 17, wenn jemand an Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, das ist alle nie geworden. Dann sagen wir nie an Christus. Dann handeln wir nicht mehr nur dem Fleisch. Dann proben wir nicht mehr ans Bastet. Dann lassen wir Christus sehen, wo er an uns und durch uns tun. Dann wird er durch uns leben. Even die, die nicht sehr gut zu leben sind, oder leicht zu leben sind. Dann merkt er seinen Frieden an uns leben arbeiten, sodass wir in Frieden leben können mit den Menschen um uns. Even wenn der ein bisschen anders denken als wir. Even wenn der ein bisschen anders lädt als uns das lädt. Dann leben wir in Frieden mit dir. Dann haben wir eine Friede, die nicht von unseren Umständen kommt, aber der in Christus ist. Und das verändert sich nicht. Even wenn es schneit, oder wenn es regnet, oder wenn es stürmt. Der Friede haben wir einen ganzen Fall haben, wie es der ist. Die kommt von Christus, der ist Christus, und die wohnt in uns. Dann haben wir Geduld. Wir weten, dass Gott wird alles uitarbeiten. Even die schwere Dinge, die er uitarbeiten zum Gouden, zu dem, was am Leben tun. Und dann haben wir Selbstbeherrschung, weil das nicht länger ich was lebe, über Christus, was in mir lebt. Das ist meine Selbstbeherrschung. Nicht mein Vernehmen, über Christus sein Willen, was in mir arbeitet. Das ist die Antwort. Der Kampf ist zwischen dem Yes und das Fleisch. Bloß wenn wir den Yes Gelegenheit geben, Kontrolle geben, in uns Leben zu leben, haben wir das Leben hier in dieser Welt in sich, in Frieden, in Leben, in Geduld, in Selbstbeherrschung leben. Mag Gott uns dazu helfen, wenn wir noch zu beten. Herr Jesus, Dankeschön für was du hast reingemerkt für uns. Da wir im Fleisch uns versündigt hatten, verloren werden und gebunden werden und uns nicht selbst helfen können. Dankeschön, Herr, dass du kommst und du hast uns nie Leben gegeben, hast uns dienen jetzt gegeben, wodurch wir können wirklich leben in Überkommen, in Siegen, so als du siegen denkst. Dankeschön für was du reingemerkt hast für uns. Und Herr, help uns, dass wir wurden am Glauben den Yes loten an uns wohnen, indem dass wir den Wort rechtlich loten an uns wohnen, loten den Wort in Licht sein für unsere Feiten, in der Lampe für unseren Stech, sodass wir sicher gehen können, dass wir wurden am Glauben nur gehen, was den Wort sagt, und nicht, wo wir uns feilen, und nicht nur, was unsere Umstände sind, sodass wir uns würden regieren lassen von den Yes, dann sagt den Wort, wo wir nicht den Last von das Fleisch erfüllen. Dankeschön, Herr, für was du reingemerkt hast. Dankeschön für was du angefangen hast und für was du vollenden wirst, bei an die Tag Jesus Christus. Und all die sich von dir regieren lassen. In Jesus' Namen beten wir mit Danksagung. Amen. Am Schluss muss ich bloß noch einmal den letzten Vers von der ersten Lied, was wir singen, betonen. Das sagt, nun lebe ich in Christo, für Christum allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung von Pein.